damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von The Witcher 3. Mein Name ist Geralt und heute müssen wir Morde untersuchen, beziehungsweise einen kranken Irren, der die Freundin von unserem Freund verstümmelt hat. Ja, so viel dazu. Genau. Und dann würde ich sagen, greifen wir an. Scheiße. Sag mal nee, tut man nicht. Was mag das wohl bedeuten? Was Scheiße bedeutet? Scheiße ist verdautes Essen. Boah, vielleicht hat der eine neue Quest gehabt, der Typ. Machen wir mal zurück, warte mal. Ich muss noch schauen. Hast du eine Quest? Nein. Also so würde ständig wird kein Ausrufezeichen auf der Minimap angezeigt. Seht ihr, was ich sehe? Ich sehe was du nicht siehst. Benimm dich, Hexer. Entschuldigung. War mit Absicht. Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Hey, sieh dich vor der Gosse. Genau da, wo ich jetzt hin, in die Gosse. Da komme ich her und da will ich jetzt wieder hin. Die Frage ist nur, wo geht's in die Gosse? Ist das die Gosse? Ist das die Gosse? Bin ich jetzt in der Gosse? Glaub nicht. Hä? Wo muss ich hin? Ich hab grad überhaupt keine Ahnung, Schwer hier Arbeit zu finden, Hexer. wo ich hin muss. Na, jetzt gehe ich grad raus. In der Jacke musst du doch schwitzen wie ein Schwein. Ich hab nicht einmal Jacken. Oh, ich glaube, ich muss hinten drüber. Oh, vielleicht? Novigrad ist nicht dein Revier. Das schaut gut aus. Da gibt's auch schon was zum Untersuchen. Eine Feuerschale. Zu dieser Jahreszeit? Ja, die hingen da überall rum. Aus dem ringt's da immer, also. Schwester, ist er das? Woher finde soll ich ich das wissen? Beobachtet ihn. Wir Der werden Fußabdruck sehen, eines Mannes. Vielleicht des Mörders. Es lag Gewicht auf der Ferse. Er hat einen Schritt nach hinten gemacht. Tötet den Bastard! Kann ich zeigen, ja. Euch die Augen zu! Aber ich guck keine Waffen sehen, also die Typen muss ich normal verprügeln. Du verfluchter Bastard! Was willst ihr? Ich hab überhaupt nichts da. Was haben immer alle für ein Problem mit mir? Das ist mir echt ein Rätsel. Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben? Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Fast hätte er sie erledigt, der Hundesohn. Ich weiß. Ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen können. Ich kann dir nicht groß helfen, fürchte ich. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Dann sag mal, was du weißt. Du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen. Als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispel Lotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Warum sie wohl Lispellotte heißt? Ist mir ein Rätsel. Priscilla war nicht das einzige Opfer. Ist dir das klar? Mein Lieber, natürlich ist es das. Dies hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf?
Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe, so wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Aha. Na gut. Also, von der erfahre ich wohl nichts mehr. Pass auf dich auf. Ich muss mich noch etwas umsehen. Wäre nett, wenn ihr mich nicht stört. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. Immer. Mir dröhnt der Schädel. Was willst du? Mich umschauen und Sachen klauen. Da ist ein Parfum. Und jetzt schauen wir jetzt Menschlich. Von Priscilla. erst einmal. Na ja, gut. Parfum. Gut. Hast du Den ein Geruch Problem? kenne ich. Formaldehyd. Toll. Der Mörder ist geflohen, bevor die Wachen kamen. Hier entlang. Aufnehmen. Predigt eines besorgten Bürgers. Lesen wir die mal. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Licht vom ewigen Feuer ausgeht, jegliche Dummheit vertreibt, jede Lüge aufdeckt, jede wertlose, verdorbene Seele enthüllt. Nicht einmal ein Doppler, der die Gestalt wechseln können, sich vor seinem Licht verstecken. Auch nicht Hexen und Zauberinnen, die die Bevölkerung mit Leichtigkeit an der Nase herumführen. Und auch nicht die freizügigen Frauen, die den Männern des Nachts auf der Straße mit ihren Reizen den Kopf verdrehen. Entsagt der trügerischen und unnormalen Magie, bedeckt sittsam eure Leiber und hegt keine unsauberen Gedanken. Dann wird euch das ewige Feuer alle Monster und Sünder aufzeigen oder euch ebenfalls in seinen Flammen verzehren. Ein besorgter Bürger. Hier enden die Spuren. Seltsam. Diese Mauer würde nicht mal ich schaffen. Schaffst fast gar keine Mauer. Ja, die ist ein bisschen hoch. Und jetzt? Pass auf, Penner. Novigrad ist nicht dein Revier. Selber Penner. Können wir mit ihr reden? Aber nochmal, was passiert, wenn ich so mit ihr rede? Na, was ist? Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Also es bringt auf jeden Fall was. Ich glaube, ich weiß, was hier passiert ist. Priscilla hat sich gewehrt. Der Angreifer ist zurückgetreten und hat die Feuerschale umgeworfen. Jemand muss etwas gehört haben, vielleicht auch gesehen. Es gab Geschrei. Die Wachen kamen. Der Mörder wurde unterbrochen und hat seine Spuren nicht verwischt. Er konnte nur weglaufen und über die Mauer springen. Die Spur endet dort. Das liest du alles aus einem Haufen Müll und ein paar Abdrücken im Schlamm? Das ist mein Berufsalltag. Übung macht den Meister. Das stimmt. Ich weiß auch immer sofort, ob ein Freier zahlen oder sich drücken will. Dieses Talent fehlt mir noch. Okay, es bringt mich doch nicht weiter. Pass auf dich auf. Und ich muss einen Mörder fangen. Hast du Angst? Ja, und jetzt? Achso, ich muss jetzt quasi zum nächsten Tatort. Ja, komm, öffnen. Du genießt den Respekt der Straße. Irgendwas stimmt hier. Ich hab dich im Blick, Weißhaar. Da gibt's nix. Ich bin wieder auf der falschen Seite. Gott sei Dank, jetzt los. Zeit Thorsten. Corona. Da? Ah, da bin ich dabei gerade. Hier wird nicht rumgehangen. Hör doch mal auf, mich da zum Schnauzen. Geh nur vorbei. Sie fix da. Ah, komm mal klopfen. Jemand da?
Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los! Fetzer! Striege! Bei Fuß! Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Wer ist Fabian Meyer? Achso. Das ist dann wohl was anderes. Sitz! Doppeltölen! Platz! Komm rein! Langsam! Sonst beißen sie. Ach, das ist dann wahrscheinlich, keine Ahnung, der Geschäftspartner, der Liebhaber, der Spätzl, ach, keine Ahnung. Wirklich niedlich, die Burschen. Spinnst du? Sogar mir machen sie Angst. Aber besser bellende Hunde als böse Männer auf der Schwelle. Dachtest du an jemand Bestimmtes? Natürlich, um das Schwein, das Fabian getötet hat. Als sie seine Leiche abgeholt hatten, bin ich sofort zu einem Freund gelaufen, der Kampfhunde züchtet. Hab diese beiden Kollegen gekauft. Musste ganz schön was springen lassen. Aber wenigstens schlafe ich ruhig. Und du bist? Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Ah, Gus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meyer und Meyer. Und jetzt heißt sie nur Meyer? Nein, Mann, ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen. Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da, ein Zwerg scheren? Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf eine hatte er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber, hat ihr Zuhälter gesagt. okay. Wir haben genug geredet. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Blutflecken. Hier wurde Fabian gefunden. Hier hat jemand irgendwas über den Boden gezogen. Oder von einer Wand zur anderen. Mehrmals. Wer wird der Fabian gewesen sein? Der Fabi. Statuen der alten Götter. Nur Frauen. Von der kurvigen Sorte. Ja, das waren wohl damals die Pornos. Schon wieder so eine Predigt. Lesen. Hoppla. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer sowohl ein Segen als auch ein Fluch ist. Feuer kann mit seinen Flammen wärmen, Feuer kann unsere Nahrung zubereiten, Feuer kann die Schrecken der Nacht vertreiben.
Doch Feuer kann auch versenken, verbrennen und verzehren. Deshalb müssen wir mit dem ewigen Feuer und seinen Geboten in Harmonie leben. Wer seine Lektionen nicht befolgt, wer sie ignoriert, wer sich über sie lustig macht, soll sein Leben in den Flammen verlieren. Nehmt euch meinen Rat zu Herzen. Gute Menschen oder ihr werdet mit den Konsequenzen eurer Taten leben müssen. Ein besorgter Bürger. Aha. Hallo Hund. In die Werkstatt, naja, ne? Also ich brauche einen Schlüssel. Darf ich mal in die Werkstatt? Ich habe da nicht einmal reingeguckt, seit Sie Fabian gefunden haben. Aber ich lass dich rein, wenn du willst. Formaldehyd. Das hat wohl kaum Fabian benutzt. Noch mehr Blutflecken, aber nicht so viele, als dass er daran verblutet wäre. Außer jemand hat das Blut weggewischt und nur ein paar Flecken zurückgelassen. Die Möbel wurden umgeworfen. Das hier sieht nach einem Tritt aus. Kann ich mit dem mal reden? Ja, wir haben 2 neue Dialoge zur Auswahl. Ich habe mir deine Statuen angesehen. und? Lebensecht, findest du nicht? Vor allem die Frauen. Meliteles Brüste sind die größten, die ich je gesehen habe. Oh ja, Fabians Werk. Und ich sag noch, Bruder, solche Titten würden jeden Rücken brechen, schnitz die mal nach. Er meinte aber, sie würden den Absatz steigern und ich solle die Klappe halten. Und das mit dem Absatz kam hin, bis zu einer Tempelmesse. Da sagte Hochwürden, wer Idole vom Anderling Meier kaufe, sündige doppelt. Als Ketzer und als Lüstling. Aber Schluss mit lustig. Ja. Wie geht der deine Mutterwitz? Deine Mutter trägt den heiligen BH. Wenn sie hinten aufmacht, fallen vorne auch 2 auf die Knie. Entschuldigung. Ich bin schon im Bilde. Fabian war in der Werkstatt, als der Mörder ihn angegriffen hat. Sie kämpften. Fabian wurde überwältigt. Dann gefoltert. Eine Weile. Die Einzelheiten muss ich nicht wissen. Sie schlagen mir auf den Magen. Als es vorüber war, zog der Mörder Fabian auf den Hof. Er machte aus den Skulpturen einen Scheiterhaufen und setzte sie in Brand. Aber warum? Wozu denn? Um ein Exempel an ihm zu statuieren. Für die ganze Stadt. Gut. Dann packen wir's wieder. Gut, wir haben genug geredet. Hier erfahre ich nichts Neues mehr. Pass auf dich auf. So sein Standardsatz. Pass auf dich auf. Kann ich den Scheiter auf zünden? Oh, die Hundi. Oh, süß. Hoppala. Nein, du sollst es mitnehmen. Jetzt. So, Hund. Für die. Jetzt muss ich einen Leichensammler noch finden. Und wie lief's mit diesem Heiler? Ich bin gelaufen, hab mich um meine eigenen Sachen gekümmert. Als er plötzlich auftauchte. Da stehen ein paar Dudes umeinander. Ist da der Leichensammler irgendwo rum? Hey Hexer, der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Aha. Soll ich jetzt zuerst die Leichen? Macht das einen Unterschied? Ich gehe jetzt einmal zum Leichensammler, wenn der schon da ist. Das muss ich tun, um einen schönen Tag zu kriegen. Wo ist denn der Leichensammler? Ich glaube nicht, dass das die Mädels sind.
Wer ist denn da der Dings? Du? Bist du der Leichen? Bist du der? Ja, das ist er. Bist du Eustachius, der Leichensammler? Woher weißt du das? Ich glaube, das ist der 4. Sinn. Du hast Fabian Meyer in die Leichenhalle gebracht? Fabian? Fabian? Ach ja, richtig. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Oh Gott, wenn der schon wieder weiß, dass... Einer von denen? Gab es also noch mehr solche Leichen? Oh ja. Bettler, Gassenjungen, Bordsteinschwalben. Eine davon war so stattlich, dass ich sie in Teile schneiden musste, um sie auf den Karren zu kriegen. Schlüpfrige Schnepfe nannte man die wegen... Über manche Dinge schweigt man besser. Was ist mit den Einzelteilen passiert? Was meinst du? Hochwürden Nathaniel hat angeordnet, dass sie verbrannt werden. So eine Schande. Schande? Warum? Ach, schon gut. Noch etwas, worüber man besser schweigt. Ich will es gar nicht wissen. Ich will es echt nicht wissen. Uah. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja, ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Fledderer. Gut, nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißdreck an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutant! Jetzt muss ich aber leider zugeben, der Geralt raubt auch immer die Toten aus. Also, pass auf, dass du mich nicht wütend machst. Was hat er in den Taschen? Sag's mir. Wollen wir ihn verprügeln? Komm. Fledderer und wahrscheinlich Nekrophil, den Typen, der kriegt doch nicht aufs Maul. Ich rate dir, mich nicht sauer zu machen. Sonst kannst du das Krematorium selbst besichtigen. Rühr mich an und du hast die Wachen am Arsch, ehe du bis 3 zählen kannst. Wegen eines kleinen Scheißers wie dir? Kaum. Die sind schlau. Schlauer als du. Sie kennen Eustachius und wollen mich auf ihrer Seite wissen. Denn alle sterben eines Tages. Und ich bestimme, wo die Leiche landet. Im Grab, im Krematorium oder anderswo. Okay, ich kann ihn nicht verprügeln. Na gut, dann machen wir es halt so. Rede. Was hast du bei ihm gefunden? Ja, wie du willst. Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau, aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt? So, das war's. Zuschlagen. Hey, verdammte Scheiße! Wofür war das? Für alles. So, jetzt gehen wir zum Leichenbeschauer. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lumpensammler. Willkommen, Meister Hexer. Grüß dich. Hey, Leichenbeschauer. Stur Leichenbeschauer? Ja, da ist er. Ach, das ist der komische Typ, der aber da jünger ist als sein Schüler. Geralt, nicht? Gut, dass du hier bist. Ich habe mit der Autopsie auf dich gewartet. Nett von dir. Von meinem letzten Besuch warst du ja nicht begeistert. Weil du unangekündigt und in unpassender Gesellschaft aufgetaucht bist. Außerdem war Hochwürden Nathaniel im Anmarsch. Unser Geistlicher hat die Stadt in einer wichtigen Angelegenheit verlassen. Und ich weiß, wer du bist und was dich antreibt. Ich helfe sehr gerne bei deinen Nachforschungen. Von Graz hat mir alles über dich erzählt. Ah, zweifellos hast du erfahren, wie ich den edlen Anführer der Studentenproteste in den Kerker werfen ließ. Aber hast du auch gehört, dass die Proteste alles andere als friedlich waren? Oder hat er das zu erwähnen vergessen? Es sind Leute gestorben, Hexer. Wer Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit ablehnte, lag morgens im Rinnstein.
die Kehle mit klinischer Präzision aufgeschlitzt. Joachim war mein Lieblingsstudent, aber ich musste doch etwas unternehmen. Also zeigte ich ihn an. Dann verließ ich die Universität und nahm die Stelle in der Leichenhalle an. Dort kümmert meine Vergangenheit keinen. Joachim hingegen, die Ironie des Schicksals. Jahre später wurde er Leiter der Station, die ich gegründet hatte. Wer Code sei? Genau, du wirkst ein bisschen jung. Wie alt ist von Graz? 50? 60? 53, glaube ich. Warum fragst du? Du siehst reichlich jung aus, um sein Lehrer gewesen zu sein. Kein Wunder. Ich lebe seit Jahren im Kalten und Dunklen und atme Balsamierungsdämpfer ein. Die Arbeit mit Leichen verlängert das Leben. Amüsant, nicht? Wieso glaube ich dir das jetzt nicht? Warte mal kurz, ich möchte mal kurz wissen, bei der anderen Ding, das machen wir Von jetzt noch Graz hat mir alles über... Ja, das haben wir schon Es sind gehabt. Leute gestorben. Ja, weiß ich Joachim schon. hingegen, die Ironie des Schicksals. Genau, aber jetzt kann ich nämlich das dann noch Es machen. kann schwierig sein, das kleinere Übel wählen zu müssen. Das weiß ich ganz gut. In dieser Hinsicht hat die Arbeit hier Vorteile. Hier könnte ich niemandem etwas tun, selbst wenn ich wollte. Wer ist das Opfer? Wer ist diesmal das Opfer? Joris Aquinus, ein Theologiedozent an der Universität von Ochsenfurt, wurde heute früh in seinem Haus gefunden. Aus seinen Büchern hatte man einen Katafalk gebaut. Waren irgendwelche besonderen Titel dabei? Offenbar handeln alle Bände vom ewigen Feuer. Es sind Traktate, die sich kritisch mit den Glaubensdoktrinen befassen. Ja, Todsünde in Novigrad. Du magst Nathaniel nicht? Wer mag den schon? Er ist grausam und unberechenbar. Einmal kam er hier reingestürmt, griff sich das Skalpell, das ich gerade sterilisierte, und schnitt mir in den Rücken bis auf den Knochen, weil ich vergessen hatte, den Lagerraum zu versperren. Es ist nicht leicht, so jemanden zu mögen. Meinst du nicht auch? Fangen wir an. Gerne. Die Wunden passen zum Vorgehen des Täters. Das Opfer wurde gefesselt und gezwungen, Formaldehyd zu trinken. Dann entfernte der Mörder die Augen, platzierte glühende Kohlen in den Augenhöhlen, öffnete den Brustkorb und... Was ist das denn? Pergament? Oh, Aus Menschenhaut. Eine Nachricht des Mörders. Der Name seines nächsten Opfers. Patricia Wegelbut. Kennst du sie? fuck. Ja, ich war sogar schon mal bei ihr. Mit... Ich muss sie finden. Sofort. Ah ja, jetzt müssen wir uns schicken. Ja. Jetzt sitzt ja Wegelbude gesagt habe. War das nicht die, wo wir diese Quest mit Triss gehabt haben? Okay, ich schicke mir jetzt einmal, Bis zum nächsten Mal, Hexer. ob ich das verhindern kann. Schauen wir mal. Schnellreisepunkt war das auch. Wo ist denn der nächste? Da ist er. Beim Platz des Hierarchen, dann gehen wir da mal hin und dann beamen wir uns mal zum Wegelmut anwesen. Lass mich am Leben. Das war doch die, wo wir da den Sohn, oder Enkel oder was war, gerettet haben. Wieso haben wir hier heute so einen trockenen Hals? Da will ich mal einen Schluck trinken müssen. Sprinten, sprinten, wir tun so gerne sprinten. Sieh an, noch ein Mutant.
ich hin will, Chefin retten. Warum komme ich da nicht rein? Was willst du? Nichts, bis dann. Ich will Patricia Wegelbud sprechen. Du glaubst wohl, jeder, der hergelaufene Strolch könnte. Sie ist in Lebensgefahr. Lass mich rein, sonst hast du ihr Blut an den Händen. Wenn du dir das nur ausgedacht hast, schmeißen sie meinen Hintern hochkant raus. Und ich dachte, eine Wache sollte ihre Schützlinge beschützen, nicht ihren Hintern. Na schön. Ich bringe dich zu Herrin Wegelbud. Aber keine Tricks, klar? Oh, Geralt, das ist ja eine schöne Überraschung. Gar nicht schön. Ich muss deine Mutter sprechen. Ihr Leben ist in Gefahr. In Gefahr? Mach keine Witze. Ich habe Mutter heute Morgen gesehen. Sie war traurig, aber bei bester Gesundheit. Ich jage einen Serienmörder. Und ich habe Grund zu der Annahme, dass deine Mutter das nächste Opfer sein soll. Naja, selbst wenn. Unsere Wachen. Er ist besonders grausam, wenn er mordet. Er quält seine Opfer, schneidet ihnen das Herz raus. Sehen wir nach ihr. Nur zur Sicherheit, ja? Das ist doch alles kaum zu glauben. Aber es scheint dir ernst zu sein. Bitte folge mir. Ein ideales Feuer für Valentine. Ist nur die falsche Jahreszeit. Ich sagte ja, dass Mutter mir traurig vorkommt. Weißt du noch? Tatsächlich steckt sie mitten in einer Glaubenskrise. Einer schweren. Oh oh. Wir waren in Novigrad. Da hat Mutter die Scheiterhaufen auf dem Platz des Hierarchen gesehen. Sie hat auf dem Heimweg kein einziges Wort gesprochen. Sie brachte alle heiligen Bücher, Insignien und Reliquien nach draußen und verbrannte sie. Dann hat sie sich eingeschlossen. Wir müssen uns beeilen. Was stehst du jetzt da rum? Süße, beweg deinen Arsch hier rauf. Gut, dann geh ich halt allein. Er schafft Zeiten jetzt. Wir haben keine Zeit. Meine Fresse. Wie ist es denn, so einen König zu köpfen? Was für König? Ich habe keinen König geköpft. Oder? Ich habe die anderen zwei Witze. Da wird Hörst du? Still und ruhig. Scheint alles in Ordnung zu sein. Wir sollten reingehen. Zur Sicherheit. Du bist hartnäckig, nicht? Gut. Aber warte hier bitte. Mutter ist sicher nicht in der Stimmung für Gäste. Er ist zur anderen Tür raus! Schnapp ihn! Es war so klar. Andere Tür. Wo? Na. Komm. So, da. Musst du doch schwitzen lernen. Ja, Hunde, ich hab keine Zeit für euch. Das lassen wir jetzt einfach mal. Ausschwärmen! Der Mörder ist noch hier! Da ist er! Auf ihn! Was willst denn ihr jetzt? Alter, lasst mich in Ruhe! Grütze, fixe Vollidioten! Ja, toll. Mei, ich kehr zu euch! Halt! Sonst kriegst du einen Bolzen zwischen die Augen. Hör mal, ich bin der Falsche. Spar dir die Mätzchen. Ich bring dich jetzt zur Erbin. Na schön. Der Mörder ist ohnehin weg. Zeig den Weg, du Held. Wir haben ihn, Herrin Ingrid. War nicht einfach. Nimm die Armbrust weg, bevor du dir wehtust. Der Mann ist unschuldig. Vergib mir, ich sah ihn rennen. Ich hielt ihn für den Mörder auf der Flucht. Hinter dem war ich her. Ich hätte ihn auch gekriegt, wenn du mir nicht reingepusht hättest. Geh mir aus den Augen, sofort! Mutter,
Warum hat er ihr das angetan? Warum? Vielleicht fand er Huren und Better allmählich langweilig, weil sie das ewige Feuer geschmäht hat. Ich weiß es nicht, ich schätze mal das zweite. Weil sie das ewige Feuer gelästert hat. Das ist die einzige Parallele zu den anderen Opfern. Ingrid, ich weiß, dass es hart für dich ist, aber der Mörder hat bisher immer einen Hinweis zum nächsten Opfer bei den Leichen gelassen. Darf ich? Na schön, aber ich lasse dich mit ihr alleine. Ich will sie so nicht sehen. Ich will mich nicht so an sie erinnern. Und sorge dafür, dass sie das letzte Opfer ist. Bitte. Hätte das verhindern können? Wahrscheinlich nicht. Oh. Blutergüsse, abgerissene Fingernägel. Sie hat sich verteidigt. Darum hat es wohl länger gedauert. Und er wäre fast geschnappt worden. Oh. Da haben wir es. Süße Nettie bei Krüppel Kati. Er wird dreister. Nicht nur ein Name, sondern auch eine Adresse. Diesmal kommt er nicht davon. Die süße Nettie sagt mir sogar was. Also, nicht, dass ich mich da... Predigt eines besorgten Bürgers. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Feuer alles in seinem Weg verschlingt. Vor niemanden und nichts Halt macht. Das Feuer verbrennt alle Sünder, ob sie Bettler oder Prinzen sind, ob Menschen oder Anderlinge, ob schwach oder mächtig. Wer seine Gebote bricht, wer die Ratschläge der Kirche nicht befolgt, wer die falschen Götter verehrt, soll in seinen Flammen zu Asche werden. Lebt in der Wahrheit des ewigen Feuers, hört auf seine heilenden Männer, denn sie sind eure Hirten. Ein besorgter Bürger. So. Dieselben Wunden wie die anderen Opfer. Eine Untersuchung wäre Zeitverschwendung. Ich muss zur Krüppel-Kati. Schnell. Okay, muss mich schon wieder schicken. Aber ich glaube, es macht keinen Unterschied. Was haben Noch wir hier? eine leere Formaldehydflasche. Oh, das ist schon anreidig. Ja gut, dann... Kann ich mit ihr reden? Ja. Gut, dann gehen wir halt zur Krüppel-Kati. Also ich glaube, es ist wurscht, ob ich mir jetzt schick oder langsam mache, weil... Wenn ich in das Feuer reinlaufe, tut man das, macht das schon? Ui! Oh, das war es glaube ich nicht gut. Ich hab schon gemeint, der war jetzt schon wieder hier. Also was runterfallen angeht, da heute eindeutig weniger aus, weil der Kerl kastriert. Entschuldigung. Jetzt pass auf, wo ist denn der Schnellreisepunkt der nächste? Weizenfelder. Das wundert mich jetzt gerade ein bisschen, dass da keiner ist. Jetzt warte mal, vielleicht geht da einer her. Ja, da vorne ist einer. Den gehen wir doch. Ja, keine Ahnung. Tor des Hierarchen. Machen wir mal Platz des Hierarchen. Ich glaube, der ist am nächsten. Ja. Welche Gewindkarten? Scheiß auf Gewinn, den Scheiß mach ich nicht. Ich hab das einmal gespielt, da ist der Controller in den Decken geflogen. Mit knapper Mühe und Not hat er das überlebt. Es gehört viel dazu, dass ich mal ein Gamepad gegen die Wand schmeiße, aber Gewinnt. Warte mal. Bei dem können wir doch Geld wechseln, oder? Was kann ich für dich tun? Wechseln wir Geld. Spielen wir gewinnt, ja, sonst noch was. Ich will Geld umtauschen.
Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Du bist auch die einzige Bank hier in der Stadt. Wie viel habe ich gekriegt? Okay, yes. 230 Euro, das ist jetzt nicht gerade weit. Aber gut, ist wurscht. So, wo muss ich denn jetzt hin? Raus. Kann ich jetzt den Mord jetzt verhindern oder ist jetzt die auch tot, wenn ich filme? Die süße Nettie, wo ist sie? Oben, aber sie hat einen sehr wichtigen Kunden. Nicht stören. Hat sie nicht mehr lang. Weißenwölfchen? Aber es ist keine Zeit zum Beißen. Fantastisch. Okay. Die kennen mich schon mit Vornamen. Muss ich mir deswegen Sorgen machen? Ah, gut. Triggert von selber. Niemand wird dich hören, Schlampe. Keine Seele. Aber dich wird gleich die ganze Stadt hören. Und schon wieder störst du mich, wo ich das doch so verabscheue. Eigentlich will ich mit der süßen Nettie spielen. Danach ist sie nicht mehr so süß. Aber ich kann auch mit dir anfangen. Ja, versuch's doch. Sag mir zuerst, warum. Machen wir's mal so. Erzähl mir zuerst, warum du das machst. Zum Spaß. Es ist befriedigend. Man kann mit Huren viele befriedigende Dinge tun. Überwiegend traditionell. Es ist nicht nötig, sie zu töten, glaub mir. Wer redet denn von töten? Ich könnte nach ein paar Verbrennungen Schluss machen. 3. Grades vielleicht, aber trotzdem. Diese rosige Haut wird bestimmt besonders knusprig. Alter, du Kranker. Du hast deine Opfer gesehen, du machst da nie Schluss. Aber, ich rede jetzt mal normal mit ihm, weil ich glaube nämlich, dass sie dann rausstellt, dass es gar nicht war. Was nicht heißen soll, dass ich nicht umbringen werde. Also, weil ich hasse sowas, ich hasse so kranke... Ich habe deine Opfer gesehen, du machst da nie Schluss. Spar dir die Lügen. Ich habe deine Opfer gesehen, ich weiß, wie sie enden. Du hörst nicht auf. Es sei denn, jemand kommt dir in die Quere. So wie ich jetzt. Wovon sprichst du, verdammt? Von Mord. An Fabian Meyer, Patricia Wegelbuth und zahlreichen anderen. Schwachsinn. Du hast dich geirrt, Streuner. Das ist mich fast überzeugt. Wer hat dann den Brief Patricias Leiche? Benimm dich, machen wir das. Ich habe eine Nachricht bei Patricias Leiche gefunden. Die hat mich hierher geführt. Zu Krüppel Kati und der süßen Nettie. Wenn du sie nicht hinterlassen hast, wer dann? Weiß ich nicht. Aber ich sehe, dass wir reden müssen. In Ruhe. Wer wusste, dass du hier sein würdest? Ich hänge diese Ausflüge nicht an die große Glocke. Stell dir vor, es gibt nur einen Mann, der... Aber das ist doch nicht möglich. Er fasst doch sogar Leichen mit Samthandschuhen an. Der Leichenbeschauer. Er hat gesagt, du wärst beschäftigt. Dass du nicht in die Leichenhalle kommst. Ich muss ihm nach. Geh, aber zum Lagerhaus 12 bei den Docks. Da ist er um diese Tageszeit Material beschaffen. Formaldehyd. Ich bleibe hier. Ich habe mit der süßen Nettie noch eine Rechnung offen. Schließlich habe ich im Voraus bezahlt. Ich will ihn töten. Lass ihn in Ruhe sofort. Also eins ist klar, wenn ich jetzt... Der wird sie in Ruhe lassen, aber dann geht er auf die nächste los. Und deswegen... Das hier. Dann zahlst du nochmal. Für sie und all die anderen Frauen, die du schon gefoltert hast. Genau. Weil das jeder mal... Okay, der anscheinend... Er hat schon. Komm näher. Es tut mir leid, aber Frauenschänder, no go. Den letzten Frauenschänder, das war der Hurensohn Junior, den habe ich schon leben lassen, das mache ich garantiert nicht. So, kann ich sie ich würde sie gern losmachen. Jawohl, den haben wir sauer in der Mitte zerteilt. Danke. Danke. Wenn du nicht wärst...
Er hat gefragt, ob ich alles mache. Wenn der Preis stimmt, natürlich, habe ich gesagt. Da lächelte er. Götter, wie abscheulich. Und schlug zu, dass ich ohnmächtig wurde. Als ich aufwachte, war ich gefesselt. Und er machte den Spieß im Feuer heiß. Beruhige dich. Er wird dir nichts mehr tun. Er wird niemandem mehr was tun. Gut. So, hat der noch was dabei? Na. Die Leiche haben sie aber schnell entsorgt. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen. Charakter. Ich darf einmal gern wieder was leveln. Wie viele Fähigkeitspunkte habe ich denn? 6. Warum ist das nirgends drin? Fähigkeit erwerben. Natürlich erwerben wir die Fähigkeit. Dann schmeißen wir was anderes raus. Was ist das? Paraden zu perfekten Zeitpunkt. Na, das lasse ich. Gwen, das lasse ich. Was ist das? Erhöht die maximale Vitalität um 500. Das brauche ich auch. Ist die Ausdauer zu niedrig, können Zeichen. Das brauche ich auch. Das brauche ich alles. Scheiße. Was ist das? Das Ziel bewegt sich nicht auf Geralt zu, während er Achse wirkt. Erhöht die Intensität. Scheiße, das brauche ich alles. Fuck, ich darf das gern leveln. Pass auf, dann... Was mache ich denn häufiger? Die schnellen Angriffe. Dann machen wir das jetzt folgendermaßen. Dann tauschen wir jetzt das aus. Dann leveln wir das ein bisschen. Auf 3. Weil das da die auch gern beieinander lassen, weil... Obwohl, pass auf, das machen wir jetzt anders. Rüstungsschmelze, Igni... Was ist das? Gwenschit stößt Gegner zurück und bewirkt Schaden mit Chance auf Niederschlag, wenn er zerbricht. Das Aufrechterhalten des aktiven Schildes kostet keine Ausdauer mehr. Das zum Beispiel kann man raus da. Das brauche ich jetzt nicht und das nehme ich jetzt nicht so oft her. Dann nehmen wir das. Dann das der wir da rein. Dann ist das wieder beieinander. Dann machen wir das folgendermaßen. Dann nehmen wir dieses Muskelgedächtnis-Ding da raus. Das nehmen wir auch raus. Dann nehmen wir das. Halt, nein, das habe ich schon. Dann nehmen wir das da rein. Dann nehmen wir das auch raus da. Ja, wohl, nein, das gut drin bleiben. Dann nehmen wir das da rein. Das der wir nochmal leveln. Dann klatschen wir das da rein. So, was ist los? Dann machen wir das folgendermaßen. Dann nehmen wir das raus. Und das raus. Das mit den Pfeile, das nehmen wir dann da rein. So. Und das da, der wir da rein. Genau, das schaut doch gut aus. Dann gehen wir mal jetzt mal zur Alchemie und schauen, wie Mutagene ein bisschen herstellen kann. Ich habe einen Haufen blaue Mutagene. Aber das war's auch schon. Aber ich kann ein rotes Mutagen, jetzt pass auf, dann nehmen wir jetzt das rote Mutagen. Nein, das war falsch. Charakter da. Dann klatschen wir jetzt das bei Vitalität. Ja, da ist ja schon ein großes blaues Mutagen drin. Und dann haben wir das rote Mutagen. Nämlich jetzt da rein. Angriffskraft plus 28%. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Alles klar. Gut, super. Geht zum Lagerhaus, aber dass der Leichenbeschauer, das war doch der... Okay, ja. Aber es manchmal rendiert es sich, dass man diese perversen Schweine nicht gleich umbringt. Okay, das sind die Betten. Wir kommen jetzt so wieder raus. Ich darf gern wieder... Owi, hallo. So geht's, Owi.
bist von der vulgären Sorte. Das sehe ich dir an. Ja. Leute, helft mir! Was da? Quest, du hast Quest. Was ist Walter? Ja. Ich bring dich um! Auf ihn! Von beiden Seiten! Ich schaff's! Scheiße. Hä? Was soll denn das jetzt? Ach, was bist du? Schlüssel. Ach, da kommt man jetzt. Nein. Ja, ich hab doch einen Schlüssel. Ach so, na. Ja, das ist ja schön und gut und so, aber für was brauche ich jetzt den Schlüssel? Für was habe ich jetzt den Schlüssel? Ach, da beschissen. Ich möchte jetzt wissen, was mit dem Leichenbeschauer ist. Weil wenn das wirklich der Killer ist, dann braucht er nicht aufs Maul. Mir reicht's mit dem Leben. It's my life. Schon gut. Hör auf damit. Du machst mich ganz nervös. I. Oh Gott, Boss Arena. Ich sehe eine Boss Arena. Na, ist das Formaldehyd alle? Ich hab dich unterschätzt. Fast hättest du mich auf frischer Tat erwischt. Dann hast du meinen kleinen Trick mit Nathaniel durchschaut. Aber alles weißt du nicht. Sonst hättest du das Silberschwert gezogen. Was bist du? Ein Vampir. Ein höherer natürlich. Es war so klar, dass das wieder irgend so ein Superwesen ist, weil das mit dem, das Leichenbeschauer nicht altern, das habe ich ihm nicht abgekauft. Was ist denn da hinten? Seht ihr das? Da links hinten? Hast du auch ein Motiv? Hast du einen Grund zum Töten und zum Foltern? Ich dachte, darauf kämst du auch. Die Symbolik ist doch offensichtlich. Kohle für die, die blind für das Feuer sind. Das feuergeborene Ei des Salamanders ersetzt das kalte, ketzerische Herz. Feuer für die Kehle, die... Ja, die Symbolik ist klar. Aber warum tötet ein höherer Vampir im Namen des ewigen Feuers? Das ist doch ebenso offensichtlich. Ich teile die Diagnose der Kirche. Novigrad ist eine gefallene Stadt. Die Bewohner haben die grundlegendsten Konzepte von Moral und Anstand vergessen. Ich erinnere sie daran. Auf eine Art, die zuverlässig wahrgenommen wird. Oh, mein lieber Freund, du hast einen verdammten Verstand verloren, verdrehte Logik, es gäbe auch andere Möglichkeiten. Das ist wieder eine dieser Situationen, wo ich gerne alles davon sagen würde. Verstand verloren. Ja gut, bei Vampire weiß man nicht, vielleicht tickt er halt einfach so. Vampire, die werden sich ja wahrscheinlich für was Besseres halten. Ach, was weißt du nie? Verdrehte Logik, es gäbe andere Möglichkeiten. Machen wir mal das. Es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben. Du hättest dich auf dem Platz des Hierarchen auf eine Kiste stellen und predigen können. Wie witzig. Das habe ich tatsächlich getan. Aber es hat niemand zugehört. Stattdessen haben sie gelacht und Steine geworfen. Denk an meine Opfer. Ein Schnitzer, der sein letztes Geld mit Huren durchbringt. Eine alte Gräfin, die die Symbole des Glaubens entweiht. Eine Bardin, der nichts heilig ist und die alles lächerlich macht. Sie haben nicht verdient zu leben und im Tod konnten sie anderen eine Lehre sein. Sie aufwecken und auf den rechten Pfad zurückscheuchen, den des Feuers, der Reinigung und der Erlösung. Für dich ist es zu spät, fürchte ich. Du bist ein Mann von schwachem Glauben. Das kann ich spüren. Aber mit dem Schwert bin ich nicht schlecht. Nicht schlecht, reicht vielleicht. Warum schaut dieser höhere Vampir aus wie ein Katakan? Komm mal her, du.
Freunde sein, obwohl, nee, ich will keine Freunde von denen sein. Denkst du, kannst dich verstecken, aber ich bin so brutal, dass ich die überall. Außer wenn er halt genau hinter mir steht. Die scheiß Kameraeinstellung wieder nicht funktioniert. Wieso hat er jetzt lauter Goldringe an die Arme? Aua. Alter, ich hab gerade einen Chance-Level, du hast keine Chance gegen mich. Mal ein bisschen kurz mal einen Ticken regenerieren. Ah, ja, verdammt richtig. Ja, ein bisschen healen. Was ist denn jetzt? Zum Glück regenerieren die Viecher nicht. Easy. Okay. Da leuchtet was, da kann man noch was mitnehmen. Wahrscheinlich wieder... Ja, brauchst das mal. Predigt eines besorgten Bürgers. Lesen. Vergesst nicht, liebe Leute, dass ein einmal entfachtes Feuer nicht mehr aufgehalten werden kann, dass es alles auf seinen Weg verschlingt und sein Wüten erst endet, wenn alles zu Asche verbrannt ist. Menschen können vor diesem Element nicht fliehen und wenn sie sich vor ihm verneigen, wenn sie es in ihr Herz lassen, werden sie auch zu Asche. Fragt euer Gewissen und lebt in Einklang mit den Geboten der Kirche, bevor die Zeit der Buße vorüber ist. Ein besorgter Bürger. Wir wissen ja mittlerweile, wer das war. Ja. Verschlossen. War das vorher schon verschlossen? Na, da glaube ich, bin ich reingekommen. Dann schauen wir mal, was der Rittersporn so tut. Wie es seinem Mädel geht. Das beste Angebot, weit und breit. Du weißt nicht zufällig, wo mein Papagei ist? Also, ihr wisst, wo der scheiß Papagei ist. Die Merier nehmen uns die Arbeit weg. Hilfe! Rette mich. Ich sterbe. Du, warum hast du so komische Augen? Damit ich dich besser sehen kann. Meine Güte, was für eine Missgeburt. Das kann ich tun. Wieso stöhnen hier alle so geil? Angeblich spioniert ein Hexer für die Schwarzen. Scheiß Rassist. Danke für die Hilfe, Geralt. Wir hätten den Bastard sonst nicht geschafft. Was für Hilfe? Was laberst du? Du beschätzt. Wieso hat er zwei Schwerter? Wirklich Armer mit einer Bibliothek. Man stelle sich das vor. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Dieser Predigt, ja, die lesen wir jetzt nicht. Wir haben ja diesen besorgten Bürger, den Garaus gemacht, wenn man so schön sagt. Er könnte zum Boden schnell gehen. Der ist wieder auf der anderen Seite, oder? Ja, mal schnell zum Boden. Der Bart sprießt schon wieder. Suchst du einen Barbier? Dann bist du fündig geworden. Willkommen!
Ich rasiere den Herrn zum halben Preis, verdammt nochmal. Kannst du mir die Haare schneiden? Falls deine Hände nicht zu sehr zittern. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie mehr die den Typen nicht mit der Rasierklinge an meiner Kehle haben. Glatt rasiert. Ich glaube, die Frisur lose jetzt erst einmal, die gefällt mir eigentlich ganz gut. Oder ändern wir's. Was haben wir denn? Elfischen Rebellenschnitt, lang und offen. Ja, ich weiß zufällig, wie das lang und offen ausgeschaut, aber das gefällt mir nicht. Rasiert bis auf einen Pferdeschwanz. Machen wir das. Das wollte ich eigentlich nicht. Ja. Das heißt, das wolltest du nicht. Das wollte ich nicht. Sind die Haare nicht geschnitten und bist du nicht rasiert? Doch. Und zwar ordentlich. Der schaut beschissen aus. Falscher Schnitt, falsche Frisur. Ja Gott, das stimmt. Ja, nein, nein, nein. So wollte ich nicht aussehen. Und nein, so wollte ich wirklich nicht aussehen. Wollte ich nicht. Ich sollte Droste von Mahakam werden. Stattdessen rasiere ich Streuner und Vagabunden und schneide ihnen die Haare. Man muss das Leben nehmen, wie es kommt. Ich will so nicht aussehen, der schaut beschissen aus. Kann ich das nochmal? Oh, willkommen zurück. Zufriedene Kunden kommen immer wieder, wie? Kannst du mir die Haare schneiden? Falls deine Hände nicht. Ich will nicht so ausschauen, der schaut beschissen aus. Es gibt genau eine Frisur, die mir wirklich überhaupt nicht gefällt und das ist die. So, weg damit, komm. Geht's jetzt? Ach, Gott sei Dank. Bis dann. Wobei ich das andererseits eigentlich ganz cool finde, dass wir jetzt da mal so ein Ding gehabt hat. Bin ich da richtig? Ich glaube nicht, oder? Komm ich da raus? Nein. Schön, dass sie im 15. Jahrhundert schon Drehtüren hatten. Im 13. Jahrhundert, wann spielen das? Ach, keine Ahnung. Ist mir jetzt eigentlich ja wurscht. Okay, das scheint das Hospital zu sein. Ah, da steht eine von den Statuen. Rittersporn, Leute, Rindsrouladen. Wie geht's deiner Freundin? Hörst mich nicht an? Corona. Du Joachim von Graz, ich hab deinen Späßel umgebracht. Ja, Geralt? Kennst du eine Frau namens Shani? Ich höre hier alles. Wieso kommt jetzt die romantische Musik, wenn ich mit dem Typen rede? Eigentlich will ich das überhaupt wissen. Ja, fangen wir mal durch. Einmal von oben. Einmal bitte alles durch. Ich habe den Mörder gefunden und getötet. Es war Hubert. Du hattest recht, ihm nicht zu trauen. Er war ein höherer Vampir. Ich dachte, in Novigrad könnte mich nichts überraschen. Ich habe mich wohl geirrt. Gründlich. Danke, Geralt. Wärst du nicht gewesen, hätte das nie aufgehört. Ich bin der Pro-Gamer, war mir doch klar. Hubert hat mir von deiner Vergangenheit erzählt. Noch lebendiger, als ich gedacht hätte. Ich habe keine Zeit für Rätsel, Geralt. Spuck's aus oder geh. Stimmt es, dass die Aufstände in der Universität Leben gekostet haben? Dass Leute für deine Sache gestorben sind? Ich war jung und dumm. Ich dachte, eine bessere Zukunft wäre jeden Preis wert. Auch 1 oder 2 Menschenleben. Aber das sind Sünden der Vergangenheit, für die ich gebüßt habe. Für die Sache. Warum ist die Universität in Oxenfurt geschlossen? Weil es Radovid so gefällt. Hast du die Geschichte nicht gehört? Der Rektor wollte ihm einen Ehrendoktortitel verleihen. Die Fakultät war dagegen. Radovid erschien dennoch zur Zeremonie, legte eine Robe an, nahm seine Urkunde entgegen und als es vorüber war, warf er die Dekane und den Senat in den Kerker, damit sie keinen Rabatz machen. Ich war seitdem im Vilmerius-Hospital. Vielleicht ist es das Beste.
Ich bin mit dem Skalpell einfach besser als am Rednerpult. Kennst du eine Frau namens Shani? Wer zur Hölle ist Shani? Oder Sani? Ja, Sani? Shani? Ach, was weiß der die? Kennst du eine Frau, weil das da mehr hinter sind? Ich kenne noch eine Chirurgin von der Oxenford Akademie. Sie heißt Chani. Kennst du sie? Kurze rote Haare, Sommersprossen. Und hoffnungslos idealistisch. Natürlich kenne ich sie. Sie war ein Jahr lang meine Assistentin. Weißt du, wo sie jetzt ist? Meine Leute sagen, sie würde irgendwo an der Front Pikiniere zusammenflicken. Ich habe ihr gesagt, dass es zwecklos ist. In der Zeit, in der sie 100 rettet, sind 1000 weitere gestorben. Aber mit überzeugten Ärzten kann man nicht diskutieren. Okay, vierte. Leb wohl. Wie geht es? Besser. Stimmt's? Ja. Hast du getan, worum ich dich bat? Ja, auf Hexerart. Danke, Geralt. Von mir und Priscilla. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt bist du dran. Kümmere dich gut um sie. Das werde ich. Du wirst sehen. Ich kümmere mich besser um sie, als es die Dryaden im Brokilon täten. Sie spricht wieder. Schöne Neuigkeit. Ja, nicht wahr? Professor von Graz hat mir gesagt, dass ihre Wunden schneller heilen als Trollwunden. Nicht sehr schmeichelhaft, aber doch ermutigend. Vielleicht singt sie sogar eines Tages wieder. Fürs Erste treten wir als Duo auf. Sie spielt Laute, ich singe. Ritter Sporn und Kalonetta. Klingt doch toll, oder? Wunderbar. Alles Gute, Ritter Sporn. Auf der Bühne und auch sonst. Möge die Macht mit dir sein. Alles klar, dann da die Song. Quest abgeschlossen. Das ist, hat jetzt fast genau eine Stunde dauert. Ist sehr gut. Timing ist jetzt hier sehr gut. Dann da die Song an dieser Stelle machen wir Feierabend. Ich bedanke mich ich würde mich bedanken, es schaut leider keiner zu, aber vielleicht schaut sich das irgendwann einmal jemand an, dann bedanke ich mich bei den Leuten, die sich das anschauen. Ja, morgen geht's dann wieder mit Jedi Fallen Order weiter. Wir haben ja jetzt die Marin bei uns in der Crew, aber morgen werde ich wahrscheinlich bei Fallen Order eine kleine Storypause machen und ein bisschen erkunden. Ein bisschen so Zeigsucher, was man halt noch abgeht. Ich glaube, irgendwo fällt man noch Kisten und Machtechos und den ganzen Schmarrn. Dann da die sagen, wir sehen uns morgen wieder bei Jedi Fallen Order. Ich wünsche noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Servus.